Emol Verfassungsgeschichte für mat zu hölle, streckt dir schon, heiget kein Turbolach. 1815 aus dem Wiener Kongress an den desideiert, dat aus dem Departement des Forêts von Napoleon en egeständische souveräne Staat gëtt Lützeburg. Lützeburg also Kado und den holländische König, de Willem den Echten. Den as also gleichzeitig König von den Niederlanden ist so, aber just Holland dat das mir einfach a Grand Duc von Lützeburg. Lützeburg war zwar ein paar Bayer unabhängig, mit de Willem den Echten behandelt als trotzdem wie eine holländische Provinz. Mir ho keine Verwaltung, keine Regierung, keine Verfassung, als echt Verfassung als einfach dat holländisch Rundwett. 1830 aus die Revolution, der Wiener Kongress hat bald einfach an das holländische Königreich mit angebunden. An der tun bald nicht so stur gelost. Sie reklamieren ihren eigenen Staat, auf viele Lützeburger debattierer Situation auch nicht zufrieden sind, kämpfen bei der Belgischen Revolution mit und helfen sogar, eine Belgische Verfassung abzusetzen. Die Festung von der Stadt Lützeburg, an der ein holländischer Statthalter herrscht, kriegen die Revolutionären zwar nicht erobert, mehr wird Länderei rundherum, auf ihre Zeit gilt da die Belgische Verfassung. Die Kokas-Situation der Staat Holländisch als Land aber Belgiers kann nicht undauern und dafür sich die internationale Gemeinschaft eine diplomatische Lösung, die geht 1841 endlich an einem Londoner Vertrag festgehalten. Für den holländischen König zu zessen, wir sind weil beim Willem II. Als gerade wie sein Pap König a Grand Duc an Engems, kriegte von der Belg, der flamännischen und der Lützeburger Teil zurück, dafür muss Lützeburg sein französischsprachigen Teil und Belgisch durchgehen, das halt Provinz de Luxemburg. Und der Willem II. Muss versprechen, endlich die Lützeburger Unabhängigkeit zu respektieren. An wir kriegen eine eigene Regierung, an eine eigene Verwaltung, an, die wisst, eine eigene Verfassung, just ja als ganz allein. Für was tut die echt Lützeburger Verfassung ein Trauerbändchen? Ma ja, das zu einer Verfassung, mehr von Demokratie kann ich leider noch nicht schwätzen. 1811 feiert sich das Osteuropa viel las. Wir nennen das Zeit freier von den Völkern. Die Deutsch, Französisch, Österreichisch, Italienisch Bürger wollen sich emanzipieren, auffordern ein Mitspruchrecht bei den Decisionen, die ihr Leben betreffen. Viel Wert von diesen Bewegungen nicht ewig bleiben. Mit Willem II. Wie auch andere Herrscher lässt sich von den Forderungen um mehr Selbstbestimmung impressionieren, und kommt da eine neue Verfassung. Die Nawal ziemlich modern hier kennt man Rechte, Freiheit, konstitutionelle Monarchie, und Gewaltentrennung. Leider könnten Willem II. Der Willem III. Dem gefallen die modernen Umwandlungen von seinem Pap nicht, an versucht rückgängig zu machen, an dem sie eine neue Verfassung absetzt, die jenerem zum Babo mischt. Allerdings geht es demnach schon eine Chambre, an der spielt nicht mit, weil da ging sie sich ja selber an den Fuß schießen. Der Willem III. Mischt lässt Chamber einfach ab, an der dürfen zwar am Fall von einer nationaler Krise, mehr im so Fall als keine Nationalkrise, also kann es eine reaktionäre Verfassung einfach durchstrecken. Das nennen wir, auch wenn der Begriff nicht ganz passt, der Putsch von 1856. 1861 passiert die Lützeburger Krise, die bald den Ersten Weltkrieg auslöst. Also gute Kollege, der Willem III. Will Lützeburg und Frankreich verkaufen. Das halte für eine Win-Win-Situation, weil hat Schulden und Franzosen wollen expandieren, fährt aber einen offenen Krieg gegen die Deutsche Konföderation. Eigentlich soll das Geschäft geheim bleiben. Mit den holländischen König verbabbelt sich an der Bismarck, der genau weiß, wie ein unschätzbarer militärischer Wert die Lützeburger Festung wird, treten Willen mit Krieg, wann in den Kontrakt soll unterschreiben. Gott sei Dank hat eine diplomatische Lösung gefunden, allerdings muss Lützeburg ihren Plomme los sein. Die Festung wird geschlafen und Land für neutral erklärt, was den einzigen Interesse, den das Land demnächst hat, ruiniert. Allerdings geht es dafür eine neue Verfassung, die dem Volk Murch zurückgeht, weil Grand Dux nicht zu trauen ist. Auf für sicher zu sehen, Guf direkt an den ersten Artikel geschrieben, das Land unverkäuflich ist. Weißt du, wie ob diese Glassen, wo drauf steht, dass sie nicht Einzelverkauf können gehen? Hey, hast du die sagst, ob diese Verlage aktuell war noch oft verändert Verfassung. Für mal zu holen. Merci für das Gucken, bis dann.